im Jahre 50 vor Christus war das ganze Gallien von den Römern besetzt. Das Ganze? Oh nein, es gab da noch ein kleines Dorf, das sich mit Erfolg den Eindringlingen widersetzte, obwohl es von römischen Lagern umzingelt war. Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus, wo in den undurchdringlichen Wäldern Galliens noch eine majestätische Stille herrschte. Eine Stille, die... Oh, bitte, verzeihen Sie. Darf ich den Müllhaufen noch mal sehen? Danke. Damals kannte man die Aktion Sauberer Wald noch nicht. Also 50 Jahre vor Christus. Und das mit den undurchdringlichen Wäldern und der majestätischen Stille sagte ich bereits. Die Einwohner dieses Dorfes brauche ich ja wohl keinem mehr vorzustellen. Oder gibt es hier etwa jemanden, der sie noch nicht kennt? Ich werde Ihnen die wichtigsten Persönlichkeiten vorstellen. Wir sehen hier einen Bungalow in Fertigbauweise, der dem ersten Mann des Dorfes gehört, dem ehrenwerten Majestix. We listen to our music at night. Ich hab dir doch schon 1000-mal gesagt, dass das mein Schild ist! Darauf trägt man doch nur den Häuptling! 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 Und dieser sensible Typ hier ist Trubadix der Barde. Leider hat er überhaupt kein Gespür für Popmusik, was ihn seine Zuhörer mitunter sehr gestenreich übel nehmen. We listen to our music at night. Und da kommt auch schon Idefix, das Maskottchen des Dorfes und der beste Freund von Obelix, dem Lieferanten größter und edelster Natursteine. Na los, Idefix, bring mir das Steinchen! Eines Tages werde ich ihm beigebracht haben, so große Steine zu apportieren, dann wird er mein Mitarbeiter, Asterix. Ich will ja auch gar nicht die Intelligenz von Idefix bezweifeln, Obelix. Aber ich fürchte, dass er für seine großen Steine doch wohl etwas zu klein ist. Diese klugen Worte stammen von Asterix. Jawohl, von Asterix, dem besten Krieger des Dorfes. Es ist da ganz schön finster, muss ich sagen. Und? Aha, ja. Sie werden nun mit Recht fragen, wie es so ein kleines Dorf fertigbringen konnte, der mächtigen römischen Besatzungsmacht nach wie vor Widerstand zu leisten. Nun, das verdanken die Dorfbewohner einem Zaubertrank, den der Druide Miraculix zubereitete und der jedem übermenschliche Kräfte verlieh. Nein, du bekommst nichts. Obelix, du bist doch als kleines Kind mal in diesen Kessel gefallen. Oh. Und was du da von dem Wundertrank geschluckt hast, hält noch lange vor. Hält noch lange vor, jedes Mal sagt er mir dasselbe. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
diese Gallier zu verlieren. Da kommt einem ja die Galle hoch. Wie heißt doch das Sprichwort? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Genau. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Genau, 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 genau. Genau, 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 genau. Zwei Seiten. Es wird ja irgendwie wieder weitergehen.